Moin Moin und herzlich willkommen zur Plattfunk, der Podcast ob Hoch- und ob Plattdeutsch. Moin Moin und herzlich willkommen bei Plattfunk, dem Podcast auf Hoch- und auf Plattdeutsch. Mein Name ist Thorsten Börnsen. Und ich bin Nikos Saul. Ich übernehme heute, wie unschwer zu hören ist, den hochdeutschen Teil. Und wir wollen heute über Filme reden und Serien, die wir in letzter Zeit gesehen haben und die wir eventuell weiterempfehlen können, aber darüber reden wir dann gleich nochmal, ob die so empfehlenswert sind oder nicht. Das wird sich noch zeigen. Gut. Ja, du hast Serien geguckt in letzter Zeit. Naja, in letzter Zeit, das hat sich so lang drucken eigentlich über die ganze Corona-Zeit so, oder immer mal, und das ist natürlich auch zum Teil ein Serientitel was. Und ankicken habe ich mit zwei, von denen ich vertellen will. Die sind beide von Adam Price. Ich glaube, der war zu Utschnack, wie es der ut Dänemark kommt. Und die sind beide vom gleichen Regisseur? Genau. Die sind beide, der eine hätte glaube ich, mit Analytosom gemacht und der andere hätte allein gemacht. Grundsätzlich, warum guckst du Serien? Also was ist daran irgendwie interessant oder so? Weil, also ich habe immer das große Problem, dass ich so das Gefühl habe, wenn ich eine Serie anfange, muss ich mich so langfristig binden. Ich glaube, das ist immer so, das fühlt sich immer so einer großen Entscheidung an, mit sowas anzufangen. Wie ist das bei dir? Es kommt ja drauf an, wo lang die Serie ist, und einige sind ja auch hart, die hauen das in eins durch. Ne? Also so dann höre ich allerdings auch nie. Also ich kann mir kein Quadrat oben kicken, ich muss das auch Petwies mucken. So. Und das, ich hefte noch so einen Old-Style-Verdauungstrakt, was das angeht. Also, wenn du meine Theorie dazu hören willst, ist, die Serie ist, glaube ich, der Roman von 21. Jahrhundert. Ist eine steile These. Ja. Ist eine steile These. Der Fortsetzungsroman auf jeden Fall. Der Fortsetzungsroman auf jeden Fall. Naja, viele Tögen auch bitte fertig ist. Ne? Ja, also so, dann, und kriegen dann eins auf einmal und mit Cliffhanger und wenn ein spannender Roman, der hätte ja auch und du kannst nicht mehr abholen und du liest sozusagen und diese Welt, die sich da um die umbut, so. Und da hätte ein Gode, eine spannende Serie, der hätte auch durch mich. Ja, weil ich glaube, also so einen Roman kann ich ja schon noch ganz besser im Park mitnehmen als eine Serie. Also da ist dann ja doch der Bildschirm meistens ziemlich klein, wenn ich das unterwegs machen will. Ja, obwohl, ich glaube das Sehverhalten ändert sich ja auch, also die Leute kicken ja auch im Bus mit auf ihren Telefons und in der Bahn und also auch das wandelt sich. Ich bin allerdings auch immer noch ein klassischer Kicker, ich brauche tatsächlich einen Bildschirm dafür, also so ähnlich Düsseldorf wo man auch so viele Sachen erkennen kann. Genau. Okay. Ja, also auf so einem Hauptschiff-Video kann ich nicht kicken, also so, das finde ich nicht entspannt. Gut, du hast dir dann also über einen längeren Zeitraum diese Serien angeguckt. Über einen längeren Zeitraum, genau, so ist das. Und ich fange nur mit Borgen an. Dann über der andere Serie würde ich eigentlich Leber schnacken, aber die kann man im Moment schlecht für Pfoten kriegen mehr. Okay. Genau, die ist so ein bisschen, der Gift hat jetzt nicht mehr ob Arte, du kommst dann sehen. Und Borgen, den kann man immer noch auf Netflix kicken und deswegen fange ich mit an. Also, da geht grundsätzlich, Borgen ist eine landläufige Norm, der in Dänemark steht für die Burg ein Borg, also so das mit Artikel den Borgen, die Borg, und damit ist Christiansborg meint, das ist das Slot in Kopenhagen, wo sowohl das höchste Gericht als auch das Parlament und die Regierung unterbrochen sind. Die sind alle in einem Hus. Und das Christiansborg, Schloss Christiansborg, und deswegen hätte er Borgen, also weil er durchspielen dann. Das Guide im Grunde, Borgen, der Untertitel ist gefährliche Seilschaften, und der Guide im Grunde um die, um Politiker, um Berufspolitiker, so im Wesentlichen, die dort im Parlament sind, die in Parteien unterwegs sind, die Politik mucken dort, und die klamüstert, diese Serie klamüstert sozusagen das Politikgeschehen da untereinander, so. Also Koalitionen miteinander bilden, Gesetze durchbringen, natürlich aber auch Intrigen, die dann loben da, was muss ich mucken, Co-Handel natürlich, was muss ich mucken, damit ich das Gesetz durchkriege, was kann ich die dafür anbehen und wer trügt so.
Kniffe de Lecht wart, also so, woans kannst du der Opposition in de Pann hauen als regieren und andersrum, oder wo kriegst du wo kriegst du das durch, was du gern durchsetzen willst. Was interessant an dieser Serie ist, der hat einen Fokus darauf, auch auf Grenzen von das, also wo Leute sagen, das ist für mich unmoralisch, da mag ich nicht mehr mit, sind total unterschiedliche Schwellen, also auch wie die verschiedenen Protagonisten, die da mitmucken da, das ist natürlich heel spannend zu kicken, wo ist eigentlich die Grenze? So, ne? Also so, wo ist Co-Handel oder wo ist mein Übertügen? Wo ist für mich Schluss? Da lade ich mich auf keinen Kompromiss mehr in. Wo wie kann ich gehen oder bin ich vielleicht schon fair to beat gehen, ohne das so richtig zu marken, mir, dass ich so in das Business bin. Da ich achteran gar nicht mehr so richtig drauf krieg, was hat das um mich gemacht, um mein Übertügen, worum bin ich mal in der Politik gehen, und was ist du von überbleiben oder was ist du von Wurn. Das nimmt manchmal kein Blatt für den Mund. Das ist sehr offen. Da waren auch böse und miese Tricks, wie es so. Man denkt so Dänemark, ne, das ist so ganz kuschelig da oben und alle sind sich im Grunde ähnlich. Und dann setzen sie sich mal so ein bisschen in November im Führung und dann war dann mal so utdealt, wo Amsterdam läuft. Und genau dagegen ist der Fall. Also wirklich knallhartes Politikgeschäft, was dann eben auch Wiesen da. Allerdings auch Menschen mit Übertügen. Steht eine Person im Mittelpunkt oder ist es so, dass irgendwie diverse Protagonistinnen auftauchen, die ähnlich großen Raum bekommen? Also tatsächlich ist das Ersteres so, Birgitte Nyborg heißt sie und sie ist die Premierministerin, sie ist von Dänemark und eher Spin-Doktor, also so der eher Toron da, der Politikberater, Kunstdenk, das ist Kaspar Juhl. Also das Gespann steht tatsächlich im Vordergrund. Kaspar Juhl ist ziemlich jung, und Birgitte ist so Mitte 40, würde ich mal sagen, Birgitte Nyborg. Und das sind diese beiden Figuren, der hauptsächlich im Mittelpunkt stehen. Aber du hast recht, spielt Medien, hat auch noch mal einen großen Ruhm, also das geht um Zeitungen, das auch um Redaktion, um Fernsehen, also so auch das sind wichtige Nebenschauplätze, aber diese beiden würden nur sagen, das steht auch mit ihr Privatleben, was sich in diese woran sich dann entwickelt hat, was da passiert mit Familie, mit Beziehung und so, das steht schon im Mittelpunkt von Borgen, ja. Mhm. Und also ist das, hat das insgesamt, also ist das insgesamt stark angelehnt auch an real existierende Charaktere oder wie ist das? An dänische Verhältnisse, also im Deutschen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich in dänische Politik wirklich auch nicht bewandelt genug, also so, dass man das ableiten kann. Ich glaube da gar nicht um bitten um was anderes. Also so, was spannend ist, dort, diese Leute sind nicht so holzschnittartig taken, ne? Sondern die habt ihr Schwächen und auch die Golden, habt ihr Schwachpunkte, habt ihr persönliche Verletzlichkeiten, geben zum Teil ihr Übertügen, also das die Lüd waren nur sehr komplex wies. Das macht diese Serie spannend, finde ich. Dass ein auch sie persönliche ein Mensch ist und ein Mensch bleibt und das eben auch einen Einfluss auf Politik hat, das war wies, to be. Und das macht das sehr, das ist so ein Gemälde, das mit große Debte hat durch mich. Also so, das sehr, sehr lebendig ist und das macht das richtig spannend. Und ich finde auch, das hat, das ist echt ein gutes Gegenmittel gegen Politikverdrossenheit. Also so, denn das ist nicht einfach so eine platte Projektion, so ein Feindbild, kannst vielleicht sagen, so Trump-mäßig, das sind die Bösen, das sind die Golden, und dazwischen gibt das im Grunde bloß ein Grobe mit Führer bin, sondern das sind eben Menschen wirklich direkt gut leben mit allen Hocken und Ösen, die das Ganze da hat. Und das wies das nochmal sehr deutlich und mir durch auch, das ist eben auch kein platte Schlammschmieden, ne? Also die politische Kaste ist total verroht oder
ist rücksichtslos und hat keine Moral, so ist das nicht, sondern sie wies tatsächlich den Menschen von ganz unterschiedliche Perspektiven gut. Also so einfach und eindimensional ist doch okay, der du mitmachen hat. Und das finde ich ist das Spannende daran. Und das finde ich Politik auch erstmal schon antworten da. Spannend, lebendig, aber eben auch interessant. Also so und eben kein plattes Aftreckbild. So kannst du das sagen. So, ne? Wie viele Folgen sind es, in denen dieses Panorama entfaltet wird? Das sind insgesamt 20 und indelt in 2 Staffeln. Ne? Also so der eine Staffel ist, Birgitte Nyborg ist Premierministerin. Sogar das ist sozusagen der Abstieg und in Staffel 2 ist sie das nicht. Also so, oder ist sie das nicht mehr? Also so, sie will eigentlich nichts mehr zu tun haben mit Politik. Warum, das vertelle ich jetzt hier eins nicht. Also so, ich will jetzt auch nicht so viel spoilern. Da passieren so in der Zwischentitel einfach noch so ein paar Sachen, aber das sind sozusagen 2 Staffeln, auch mit 2 grundsätzlich unterschiedliche Perspektiven, aber ob das Sübige, also schon ob Politik und Medien, so Geschäft, da kommen wir, glaube ich, schon so zusammenfinden. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Würdest du es empfehlen, sich das anzugucken und sich darauf einzulassen, auch dänische Politik? Ja, 20 Stunden Lebenszeit investieren. Man kann ja erstmal anfangen oder eine Staffel gucken oder so. Ja, genau. Also wirklich, wenn du nie so begeistert von mir wirkt, glaube ich, auch nicht besprechen. Ich finde das richtig spannend und ich finde, so Serien sind auch wichtig. Also just in so einem Titel als wie jetzt, wo ganz viel plakativ ist, wo ganz viel Schlammschmitten wart, wo auch in Tiden von Fake News, finde ich, ist so eine komplexe Analyse von Verhalten, von politischen Positionen und Verhältnissen wichtiger als wie das früher hat, eigentlich. Also so, ich finde, das hätte eine Berechtigung und das ist so, das ist eine wichtige Serie, glaube ich. Also es ist ein wichtiges Medium, das rüber zu bringen. Und ist du auch spannend, also so in der Welt, aber du lernst auch was du und du denkst auch das ein oder andere Mal ein bisschen anders über politische Prozesse, als du das vielleicht vorher da tun hast. Wobei das für mich jetzt auch irgendwie, also schon so klang, also du hast ja auch über so die Leute erzählt, die irgendwie so ein bisschen ihre Ideale dann aufgeben müssen oder so. Also ist es insgesamt so, dass es auch so ein Bild vom politischen Prozess zeichnet, dass irgendwie Leute ja irgendwie korrumpiert werden? Ist das so das, was am Ende dabei rüberkommt? Oder was ist das für ein Bild dann, also darauf bezogen? Nee, eigentlich gar nicht. Okay. Also nicht gar nicht. Das wiest unterschiedliche Charaktere auch mit umzugehen. Und da gibt es Leute, die von Anfang an irgendwie überhaupt keine Grundsätze haben und keine Prinzipien und liegst schon so durchstarten, so ein der Hai, ne, der fräst sich irgendwie durch Aquarium und dann ist das ganze Goal, was links und rechts so liegen bleibt. So. Also so, das ist ein Durchmarsch. So, das ist das eine. Und ob da anerkannt wird, dass Leute sich von der Politik abwenden, wie dass sie da eher Ideale nicht vertreten sehen. So. Und dann gibt es dazwischen so ein ganzes Spektrum, und Birgitte Nyborg hört so ein ganzes Spektrum von Leuten, die immer wer abwägen. Also so, ist das, bin ich das noch, ist das Politik, ist das Geschäft, kann ich da noch verstehen? Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Also so zu wiesen, dass sich Menschen wirklich Gedanken darüber machen. Also so, dass sie in diesem Prozess bin sind. Aber immer wer das auch hinterfragen, immer wer in Konflikte mit sich selbst so kommen und so. Und das, finde ich, ist der spannende Anteil dran. Also so, und natürlich hast du dafür, also ob beide Extreme hast du Positionen von Leuten, die du vierte Weg völlig für sind und sagen, das ist überhaupt nichts für mich und ob der andere kann Leute, der eigentlich überhaupt nichts mag und du bloß durchfräsen. Aber das sind so Budenborder noch beide Kanten. Gut, also das heißt auch da ein sehr differenziertes Bild. Ja, genau. Und das muckt dann ähnlich so. Da kriegt ihr immer Werte vor. Ja, und dann hast du noch erzählt von einer anderen Serie, die es aber gerade nicht zu sehen gibt. Das muckt so ein bisschen schon, deswegen habe ich mich morgen auch so ein bisschen gut gehen, denn das ist von so einem Produzent, von so einem Moka, der hat sich das gut gedacht. Produzent ist dann hier der Drehbuch geschrieben, also ganz blank wie nochmal. Borgen kannst du immer noch bei Netflix ankicken. Da kann was man sich leider nicht mehr weder bei Netflix noch bei Arte ankicken kann, ist Die Wege des Herrn.
Das ist allerdings eine so tolle Serie, dass ich mich da echt nicht durchholen kann und das hier jetzt nochmal gar beschnacken muss. Also lohnt sich auch, dir zu bestellen, muss man sagen. Klingt religiös. Ja. Klingt irgendwie, als ob es um irgendwie eine Landpfarrei gehen würde oder so. Ja, Wege des Herrn klingt fast noch gewaltiger, ne? Also so eher so, du hörst so das Galoppieren von der apokalyptischen Rieder und Posaunen und so was. So ist das eigentlich nicht und vielleicht doch ein bisschen. Tatsächlich ist das eher, du hast vollkommen recht, ist das eher Landpfarrei. Also das ist ein Propst, also das ist nicht so ein Pastor, ein bisschen höhere Pastor und ein paar andere Pastor sich hat, die Guide durch. Und sein Name ist Johannes Kroh. Und er hat zwei Söhne. Der älteste ist Christian, das ist ein älterer Sohn, und der jüngere ist August. So. Und hier kommt eine Pfarrerdynastie, die 250 Jahre alt ist. Alle sind Pfarrer, das evangelische Pfarrer natürlich, sonst hast du keinen Sohn. Oder zumindest kein amtliche Sohn. Und die dann auch wer Pastors waren. Aber so ist das ja in Fälle, das ist ja das lutherische Pfarrhaus. Ne? Die Idee davon, so ein Reich, so eine apostolische Sukzession, kann ich sagen. Das ist wer Adam Price, der sich das utlamüstert hat. Der auch Regie geführt hat oder nur Drehbuch geschrieben? Der hat bloß das Buch geschrieben. Okay. Also das heißt bloß. Aber ja, genau, der hat die Idee. Und du warst du nämlich, der ist auch der Hauptideengeber von Borgen. Lustigerweise ist der Fernsehkoch. Das ja in erste Profession. Aber der kann auch über ein anderes als Zibbeln hacken. Also zweite Karriere. Ja, da kann man so singen. So, also so, hier rührt auch ganz gut was zu sagen. Ja? Und tatsächlich ist das eben so, dass du den modernen Menschen für ganz elementare Fragen wiesen deit, diese Serie, nämlich Religion, Gift hat Gott, was ist das Leben wert? Darum dreht sich das tatsächlich auch. In ein ganz moderne Setting auch. Also so, das bringt sozusagen Generationskonflikt auf die Bühne und manchmal ist das wirklich so ein Kammerspiel. So. Also so, da gibt es immer so Sequenzen, wo Johannes Kroh spielt von Lars Mikkelsen, ganz großartig, also so der Grutroch, das muss man tatsächlich sagen, aber auch seine Söhne, die sich an ihren Vater abarbeiten tun. Ne? Also so, hier ist im Grunde noch der autoritäre Chef, der Lütte Luther, du ob Land, der sagt, wo der Hose langlopen sein, und seine Söhne arbeitet sich daran ab. Also so, die wollen ihm unbedingt gefallen, sie wird das stolz, ob sie ist. Im Prinzip aber ist das meist überhaupt nicht möglich, denn an das Idealbild kommst du nicht ran. So, ne? Also so, hier steht, oder als ich sage, als ein Donnerschlag, als Luther mit seiner Bibel. So, ne? Und in Wirklichkeit ist das eben auch ein anerkannten, ganz schwacher Mensch. Also hier süppt immer wer, hier ist Quartal super, hier bedrückt sie ihn froh, das kommt dann an, so Pet wie Petrut, ne? Also so, immer wehrliche ist er komplett an Enden, und Likes steite dann durch, ob der anerkannt dann als so eine Galionsfigur, ne? Also so, he läuft an Gott und he personifiziert das auch. Und das spielt es in der Gegenwart oder wann ist es verortet? Genau, das spielt in der Gegenwart. Und die Söhne arbeiten sich dann aber, also wollen ihm gefallen, aber haben gleichzeitig auch irgendwie Schwierigkeiten, den Glauben zu übernehmen. Und so das dann auszufüllen, was er zeigt oder personifiziert? Genau, sie Ort und Wies zu glauben. Ne? Also so, das ist eben auch, also diese Gestaltung läuft, um das Beispiel nochmal zu holen, ich läuft als Luther, zumindest ist das erstmal so gut so verbunden, kein Zweifel an das. Und du Glück ist natürlich der Zweifel, der fleischwurne Zweifel, ne? Also so, hier süppt, hier bedreht, hier Jans verkehrt, so. Und das ist ja auch eine Form von Zweifel. Also so, das muckst du nicht, wenn du so in Globen Boot bist. Ne? Also so in den Lebenswandel abgetragener Zweifel. Genau, also so das fleischwordene Zweifel eben. Ne? Und Christian und August, eben, sie beide sagen, die studiert beide ob Theologie. Christian bringt das, der Öllere bringt das ab, obwohl hier der Öllere ist und natürlich passt da ein Schall.
Ja. August übernimmt als Jüngere, also auch wie sein Bruder das nicht zurechtkriegen hat, das zur Endung hat, hey, das Pflichtgefühl, ich muss aber, also ich muss für Vater in der Fußstapfen die Stelle übernehmen. Genau, das geht jetzt hier nicht anders, ne? Also so, das ist mein Berauben, so. Und geht daran auch zwei. Also hier geht er kaputt, also hier hätten die große Zäsur für die ganze Familie ist ein Einsatz in Butenland, hier geht nur Afghanistan, da passiert was Dramatisches. Hier kommt wer trüch mit Zweifel, aber auch mit eine sehr belastete Seele. War es als Militärpfarrer oder als Soldat? Genau, als Militärpfarrer, da habe ich schon. Also so, und richtert aber wer in der Familie drin. Und das ist auch wieder so ein ganz faszinierender Aspekt davon. Das ist nicht alles und ein Guss, sondern da passieren eben Dinge, die in der Gegenwart passieren dort. Mal lören dort. Und damit ist auch immer die ganze Familie ist damit konfrontiert. So. Und die arbeiten sich dann nur an af. So. Als ein moderner Mensch das mogt. Ne? Also mit Gut und Böse, mit Leben und Tod. Und das gibt keine platte Antworten darauf. Und das machen sie dann an LNA. So, sondern jeder muss irgendwo kicken, wo stehe ich da, wo ans komm ich da mit Chlor, wo ans komm ich in meinen Glauben da mit Chlor. Funktioniert das noch? Ne? Gibt ganz viele Bezugspunkte, die ihnen abgeben, Karg, warten, Moschee, dann, das war auch so eine Diskussion, da bin, die aber immer offen ist, also wo nie nicht sagt ist, so, und das ist die Lösung dort. Das gibt das nicht, also so, sondern das bleibt eigentlich immer offen, also du gehst du Ruth und hast ganz viele lose Fodens in der Hand, die allerdings kaum später das moderne Leben abbilden. Also es ist nicht so, dass am Ende sich alles fügt in irgendeinem Sinne und dann ist das Ende in der Erzählung da. Auf dem Ort ist das auch so, also so ganz viele lose Enden sind auch irgendwie, ist auch Fügung, Kunst singen, aber tatsächlich eine einfache Wächte Mann gibt das nicht. Auch nur wird nicht viel zu vertellen, also die Schauspieler sind großartig, das Setting ist wunderbar. Als ich sage manchmal, ist das bloß das Arbeitszimmer von dem Chef, das Gemeindehus. Das ist ein Kammerspielcharakter, ne? Was sich dort zwischen den Menschen abspielt. Das ist hochintensiv. So. Du kannst an dir nehmen. Spannenden Chrom. Klingt auch nach vielen Folgen. ist das richtig? Das ist richtig. Das gibt 2 Staffeln. Sind 20 Folgen. Also wieder wie bei Borgen. Ja, genau. Der Borgen gibt dann noch 1 daran. Also das sind dann insgesamt 3 Staffeln. Wege des Herrn sind da 2. Und daran ist man schon, denkt man, Mann, nur ist schon vorbei. Also so, hat er diesen Charakter, du lebst so richtig mit. Also so ein spannender Roman, der sich richtig mit insugen da. Also könnte noch weitergehen. Kann auf jeden Fall noch wieder gehen. Und das klingt auch sehr nach einer Empfehlung. Ja, dann würde ich ganz südlich sagen, Seto, also kann man bloß noch nur bestellen, aber lohnt sich das tatsächlich anzugehen. Das sind wirklich tolle Beweise dafür, dass Serien nicht gibt es ja schon mehr, aber die sind nun wirklich überhaupt nicht blöd, sondern die stellen wirklich eine ganz moderne Auseinandersetzung mit das Leben, mit das moderne Leben und eins war der Torhühne eigentlich Teil, stellt das vor. Ja. Und hast du auf Dänisch geguckt oder auf Deutsch? Ich habe die zweite Staffel habe ich auf Dänisch gekriegt und mit deutschen Untertiteln. Also so, weil ich kann da bloß Ansatz wiesen. Ne? Ich habe das vor 100 Jahren moliert. Aber das ist natürlich ganz, ganz toll. So ein Bitten ist so zurückgekommen. Also so ein Lütbitten verstorben funktioniert schon besser. Ja, ich glaube, ein Film, den ich jüngst im Kino gesehen habe, der passt, glaube ich, thematisch ganz gut dazu. Also zumindest zur letzten Serie, ist nämlich Über die Unendlichkeit von Roy Andersson, habe ich auch im Original mit deutschen Untertiteln geguckt. Ich war alleine im Kinosaal. Komplett alleine. Ich war komplett alleine, was in so Corona-Zeiten noch einfach ganz entspannt ist. Muss sich keine Gedanken darüber machen, dass man irgendwie sich anstecken könnte oder so. Und also das ist ein Episodenfilm, also wer irgendwie einen Film von Roy Andersson mal geguckt hat, kann sich auch ziemlich gut vorstellen, wie der neue Film aussieht. Statische Einstellungen, die Kamera bewegt sich nicht, die Leute sind alle sehr blass geschminkt und sehr traurig.
Und es hat aber alles, also viel davon hat schon auch eine absurde Komik. Und hier in dem Fall war Hauptcharakter, beziehungsweise Hauptcharakter kann man eigentlich schlecht sagen, aber eine Figur, die sich über mehrere Episoden zog, ein Priester, der von seinem Glauben abgefallen war und eben jetzt irgendwie unterschiedliche Arten der Hilfe suchte. Also man sieht ihn dann irgendwie einmal bei einer Messe, wie er eine Messe hält und da aber schon sehr angetrunken ist vom Messwein, was irgendwie tatsächlich eine sehr amüsante Szene ist, weil man die ganze Zeit Angst hat, dass er umfällt während der Messe. Das war tatsächlich der humoristische Höhepunkt dieses Films. Und ansonsten sucht er auch Rat bei einem Psychologen, der ihm aber auch nicht so richtig helfen kann, und er betont einfach immer nur wieder, dass er seinen Glauben verloren hat und dass er nicht weiß, was er jetzt machen soll. Ja, Roy Andersson hat mir mit dem Vorgängerfilm eigentlich eines der schönsten Kinoerlebnisse bereitet, was ich jemals hatte, mit Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach, weil ich irgendwie das erste Mal so diese sehr spezifische Ästhetik von dem gesehen habe. Leider ist es so, dass der neue Film eigentlich deutlich weniger amüsant war. Also ich fand irgendwie diese Messweinszene war schon eigentlich wirklich der humoristische Höhepunkt. Und woran liegt das? Liegt das an der Thema? Also ich glaube, es gibt noch ganz viele andere Szenen. Also es gibt halt wirklich dieser Priester, ist nur so eine Episode. Dann sind auch mal wieder irgendwie unkommentierte Szenen, wo man zum Beispiel irgendeine Armee sieht, die den Krieg verloren hat und wo die Kriegsgefangenen abgeführt werden. Also man hat so das Gefühl, es wird eigentlich versucht, eine Aussage über das Leben zu machen, und man sieht eigentlich immer sehr viel gescheiterte Figuren in diesen Filmen. Aber ich hatte, also zum Beispiel, es gibt auch eine Szene, wo irgendwie ein Kellner einem Gast Wein einschenkt und dabei aber total in Gedanken ist und der Wein über den ganzen Tisch läuft. Also so einzelne Episoden, also man hat so die ganze Zeit das Gefühl, es soll irgendeine Art von allgemeiner Aussage über das menschliche Dasein an sich gemacht werden. Aber irgendwie war mir der Film tatsächlich zu schwer, und also ich fand, dieser Priester hat als Figur nicht so richtig gut funktioniert, weil das ja auch einfach ein sehr naheliegender Konflikt ist. Der Priester verliert seinen Glauben, und irgendwie im Film davor ging es um zwei sehr traurige Scherzartikelverkäufer. Das fand ich irgendwie als Hauptkonflikt deutlich interessanter, weil die halt dann für ihre Arbeit halt total witzig sein mussten und irgendwie diese Scherzartikel an den Mann oder die Frau bringen mussten, aber privat eigentlich wirklich sehr traurig und sehr trist waren. Das fand ich als Konflikt deutlich interessanter. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der letzte Film irgendwie mehr humoristische Elemente einfach hatte und dass es diesmal doch die Verzweiflung und die Tristesse sehr dominiert haben. Mit dem letzten Film jetzt die du jetzt sehen? Nee, also der Film davor war deutlich amüsanter. Ja. Genau, und in dem Film in Über die Unendlichkeit hatte ich das Gefühl, dominieren eher so die tristen Momente. Kannst du noch mal so bitten, über diese spezielle Ästhetik verteilen? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier irgendwie mal bewusst so einen Film von einem sehen habe. Also wen kannst du nur was von verteilen? Also die Kamera ist eigentlich immer statisch. Also man hat eigentlich immer theaterhafte Szenen, weil die Kamera sich eben nicht bewegt, und die Szenen sind tatsächlich auch alle komplett im Studio gedreht. Also auch wenn es Außenaufnahmen, also wenn es irgendwie eine Straßenaufnahme ist es nie eine Außenaufnahme, sondern die Straße ist komplett im Studio nachgebaut. Und es gibt ganz hübsche Making-of-Videos davon, dass tatsächlich dann, selbst wenn man mehrere Räume hintereinander hat, in die man reingucken kann, tatsächlich nur das gebaut wurde, was man von dieser speziellen Kameraperspektive sehen kann. Also wenn die Kamera sich bewegen würde, müsste man natürlich auch den Raum dahinter komplett bauen. Dadurch, dass die Kamera sich aber nicht bewegt, muss man nur diesen Ausschnitt bauen, der zum Beispiel durch eine Tür sichtbar ist. Das heißt, es hat auch alles so eine gewisse sterile Ästhetik, dadurch, dass es wirklich im Studio alles gebaut ist. Dadurch sind aber natürlich die ästhetischen Kontrollmöglichkeiten total hoch. Also der Regisseur kann sehr exakt kontrollieren, wie die Szene aussehen soll, wie das Wetter sein soll, wie die Beleuchtung ist, was man sehen kann in diesem Film. Und
gleichzeitig sind die Leute aber auch alle sehr blass geschminkt und es sind alles sehr, sehr entsättigte Farben. Also es ist alles, also es sieht schon sehr nicht, also es sieht nicht lebensfroh aus, einfach schon von der Anmutung her. Und die Leute haben auch so eine, also die Schauspielerinnen und Schauspieler haben auch so eine Art, sehr übertrieben lamentierend zu sprechen auch. Oder also so, die haben einfach schnell so einen Klageton drauf. Aber ich glaube, was ich wirklich sehr interessant daran fand und immer noch finde, ist, was für große Möglichkeiten es auch gibt, wenn die Kamera sich nicht bewegt. Also weil man das ja eigentlich im Film von heute gar nicht mehr hat, dass man wie in der Frühzeit des Kinos die Kamera einfach statisch hat und dann Theater abfilmt. Was man aber damit dann trotzdem für Ausdrucksmöglichkeiten hat, zeigen diese Filme eigentlich sehr gut. Wenn du das so vertellst, habe ich eher so hätte man so den Eindruck, das sieht irgendwie alles total künstlich gut. Ist das so? Ja. Also man würde dieser Straße jetzt nicht abnehmen, dass sie eine wirkliche Straße ist. Also man sieht es auf jeden Fall, dass das gebaut ist und dass es im Studio gebaut ist. Und dadurch gewinnt es aber auch nochmal eine zusätzlich eigene Ästhetik, die eben keine, obwohl es tatsächlich realistische Nachbauten sind, in dem Sinne, dass sie aussehen wie tatsächlich existierende Straßen oder Gebäude, ist es aber so, dass es gleichzeitig dadurch eine sehr speziell unrealistische Ästhetik ist. Das ist so. Genau, und also für diese Ästhetik auf jeden Fall kann man sich auch den neuen Film von Roy Andersson sehr gut angucken. Auch gerne nah vor der Leinwand, weil man sehr viele Details entdecken kann in diesem Film. Aber insgesamt hat er mich nicht so überzeugt wie Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Das ist das mit den Scherzartikelverkäufern. Genau, das ist der Film mit den Scherzartikelverkäufern. Was macht die besondere Faszination an diesem Film so? Also da gibt es ja bestimmt so, der Blockbuster-Film würden sagen, ach, das wäre so ein Kunstfilm. Ne? Also so, was ist das besondere Reiz daran eigentlich? Also ein Reiz ist mit Sicherheit, dass die Episoden eben nicht inhaltlich so stark zusammenhängen, sondern man sich eigentlich selber einen Rahmen geben muss, in den diese Episoden alle passen. Also ich meine, der Film heißt Über die Unendlichkeit und man kann sich irgendwie vorstellen, da werden jetzt irgendwie große metaphysische Fragen verhandelt. Das sieht man den Episoden aber, abgesehen von dieser Gottesepisode, wo ja irgendwie klar ist, der hat den Glauben verloren, sieht man das diesen Episoden nicht wirklich an häufig. Oder man muss sich erstmal schauen, was das eigentlich für eine Ebene ist, auf der diese Episoden zusammenhängen. Das ist auf jeden Fall sehr reizvoll. Ja, und eben auch tatsächlich, wie es aussieht. Also, dass es irgendwie eine Art von Ästhetik ist, die man sonst nirgends findet. Also, wo man auch direkt beim ersten Filmbild eigentlich schon sieht, das ist ein Film von Roy Andersson. Sonst sehen Filme einfach nicht so aus. Und eben auch tatsächlich, glaube ich, dass die Kamera sich nicht bewegt. Ist ja irgendwie was man sonst nicht hat. Und was da für ästhetische Möglichkeiten rausgeholt werden. Okay, spannend. Und was wirst du sagen? Ankicken oder nicht? Also wenn man noch keinen Film von Roy Andersson gesehen hat, kann man den sich, glaube ich, ist das auf jeden Fall zu empfehlen, sich den mal anzugucken, zumal der ja gerade im Kino läuft und sich das auch wirklich lohnt, auf einer großen Leinwand zu gucken. Ansonsten, wenn man schon mehrere Filme gesehen hat und weiß, wie diese Ästhetik funktioniert, muss man ihn sich, glaube ich, nicht angucken, weil es einfach doch sehr viel aufgreift, was man schon kennt, einfach sehr viele Elemente beinhaltet, die schon bekannt sind. Und was oder ein Film dafür? Und das genau, die beiden Duben. Genau, es gibt einmal die Taube, die auf dem Zweig sitzt, dann gibt es noch Songs from the Second Floor, ist, glaube ich, der Film davor, und der davor hieß, glaube ich, Über das Gewitter, oder ein Gewitter taucht auf jeden Fall auf. Ich glaube, der hat halt, also was ganz interessant ist, dass Roy Andersson in den 70er Jahren irgendwie mal 2 Filme gemacht hat und danach ausschließlich Werbeclips. Okay. Also weil irgendwie diese Filme nicht so erfolgreich waren und er tatsächlich über Werbeclips diese Ästhetik gefunden hat. Also so irgendwie so dann irgendwann so diese sehr lakonische Erzählweise in Werbung, glaube ich, gefunden hat. Und dann irgendwann dachte, dann mache ich jetzt auch mal Langfilme. Aber einfach, glaube ich, über 10 Jahre diese Ästhetik damit entwickelt hat, dass er Werbung für Versicherungen gedreht hat. Wo dann halt auch immer in Werbeclips irgendwie statische Kamera, es passieren ganz schlimme Sachen am Ende oder also irgendwie jemand fällt ins Wasser oder so. Also
Und dann ist es halt die Pointe, dass man auch da eine gute Versicherung braucht oder so. Also ein unendliche Werbeclip. Genau, also ich glaube, er hat tatsächlich viel Versicherungswerbung gemacht. Hast du noch was, Tobi? Ja, ein Film, der auch gerade noch läuft, ist Futur 3. Okay. Ein Debütfilm von Faraz Shariat, der in Hildesheim studiert hat und jetzt den ersten Film gemacht hat. Und der Film selbst ist, glaube ich, sehr ein autofiktionaler Film, also sehr an die eigene Biografie des Regisseurs angelehnt. Es gibt auch eingespieltes Videomaterial aus der Kindheit des Regisseurs, was eine Rolle spielt. Die Eltern des Regisseurs spielen auch die Eltern der Hauptfigur im Film. Und es geht eigentlich darum, dass also die Eltern, Parviz heißt die Hauptperson, die Eltern von Parviz sind vor 30 Jahren aus dem Iran nach Deutschland gekommen, haben sich durch sehr viel Arbeit mittlerweile was aufgebaut. Also die leiten so einen Supermarkt und es ist tatsächlich auch so, dass der Film in Hildesheim spielt und in Hildesheim verortet ist, was auch ganz interessant ist, weil wann sieht man schon mal Filme aus Hildesheim? Ganz selten. Auf der Ebene einfach auch ganz interessant. Und Parviz hat was geklaut, das wird nicht weiter erläutert und er wird wird verurteilt zu 120 Sozialstunden in einer Wohneinrichtung für Geflüchtete, die aber jetzt noch keinen festen Aufenthaltsstatus haben, wo die Asylanträge in der Prüfung sind. Und da trifft er auf die Geschwister Banafsheh und Amon und verliebt sich in Amon, was natürlich irgendwie zwei Männer, die ineinander verliebt sind, auch gewisse Konflikte innerhalb von so einer also bei den anderen Geflüchteten irgendwie oder bei den männlichen anderen Geflüchteten nicht so gut ankommt. Sind die kommt die auch aus dem Iran? Also so, oder? Und also Amon kommt auch aus dem Iran. Genau. Und bei den anderen wird das nicht weiter erläutert. Also, aber die beiden schnacken Persisch damit. Genau, also wobei Parviz, glaube ich, also wird thematisiert eigentlich einen ziemlich miserablen Akzent. Also, und es geht dann auch sehr darum, dass, also eigentlich sind es irgendwie so Fragen von Zugehörigkeit, die verhandelt werden, also wo gehört er dazu? Also er hat nicht das Gefühl, dass er, wenn sie im Iran waren, dass er da irgendwie akzeptiert wurde und für voll genommen wurde, aber eben in Deutschland auch nicht so richtig dazugehört. Gleichzeitig irgendwie ein sehr behütetes, privilegiertes Aufwachsen hatte, was jetzt irgendwie in Kontrast mit dem Leben von Banafsheh und Amon ihm nochmal mehr auffällt, weil die einfach mit Problemen konfrontiert sind und drohende Abschiebung, die er einfach nicht hat. Mhm. Irgendwie werden sehr viele solcher Themen verhandelt und das Hübsche daran ist aber, dass es dass da kein Problemfilm draus gemacht wird. Okay. Also weil ja sonst irgendwie einfach so das Risiko von sowas sein kann, dass die Figuren hinter ihren Problemen irgendwie verschwinden. Ja, oder dass ehrlich gesagt. Genau, so, ne? also und das ist aber gar nicht so. Also die Figuren sind nicht Träger von irgendwie Problemen, sondern eigentlich geht es schon auch sehr darum, wie die zusammen feiern gehen und also es ist auch ein sehr amüsanter Film, der tatsächlich sehr amüsant erzählt ist und der auch sehr witzig daherkommt und so eine sehr starke Pop-Ästhetik auch hat. Mhm. In Hildesheim. In Hildesheim, was auch eben ganz interessant ist. Also wo man eher denken würde, so eine Geschichte würde sonst eigentlich in Berlin erzählt werden. Ja, eher, ne? Und da ist es aber tatsächlich, also dann sind es halt Partys in Hildesheim, auf die sie gehen. Und Parviz und seine Eltern wohnen auch in so einer Hildesheimer Einfamilienhaus Stadtratssiedlung. Das ist irgendwie halt auch auf der Ebene sehr, sehr interessant, dass es eben nicht in Berlin oder in einer größeren Stadt spielt, sondern eben in Hildesheim. Pop Art in Hildesheim. Und was sind so die gängigen Clubs? Wo geht man da so hin? Das wird, also ich glaube, es gibt 2 oder 3 Partyszenen. Ja, okay. Es wird nicht weiter, also ich kenne mich mit der Hildesheimer Clublandschaft leider nicht aus. Also es sind auf jeden Fall einmal auf einer Ü30 Kostümparty. Okay.
Und die anderen Partys werden nicht weiter kontextualisiert. Das weiß ich nicht. Du hast just gesagt, also just mankte, da kann man sich ja gut vorstellen, ne? Also just mankte Manslüd in das Lager und in das Heim von Geflüchteten. Du hast keinen lichten Stand, also just auch mit ihrer Beziehung nicht. Aber habt ihr das denn wie Paris Öllern? Also die sind doch eigentlich auch irgendwie, die habt doch einen ganz anderen Achtergrund und habt sich hier was obhut, aber letztendlich habt ihr einen familiären, einen kulturellen Achtergrund, kommt ihr oben in Iran und sind dementsprechend Öller? Woran reagiert ihr? Das ist ganz, ganz hübsch gemacht. Also das wird lange im Unklaren gelassen und für Amon ist es auch ganz wichtig, wenn die sich bei Paris treffen, dass die Eltern nicht da sind. Es gibt irgendwie eine Szene, die ich jetzt auch nicht komplett auserzählen möchte, weil die eigentlich ganz hübsch ist, aber wo dann am Ende bei rauskommt, dass die Eltern das auf jeden Fall völlig unproblematisch finden. Also, wo aber auch so ganz lange, also wo glaube ich auch so ein bisschen damit gespielt wird, dass die Leute, die sich das angucken, diesen Film, natürlich die Erwartung haben, oh, bei den Eltern ist bestimmt das nächste Problem und das funktioniert bestimmt auch nicht und die wollen das doch auch nicht und die wollen bestimmt auch lieber, dass ihr Sohn irgendwie eine Hildesheimerin heiratet oder so. Ja. Und da ist es tatsächlich, aber da ist es so, dass diese Erwartungen einfach überhaupt nicht, also einfach sehr bewusst mit diesen Erwartungen auch gebrochen wird. Ja, das ist auch ganz, ganz gut. Also, weil sonst könnte man ja auch denken, okay, dass die anderen männlichen Geflüchteten, das ist irgendwie sowas, was man erwarten würde, dass die so reagieren. Das ist jetzt irgendwie, mag auch in der Mehrheit so sein oder auch, keine Ahnung, aber es ist jetzt irgendwie irgendwas, was man erwartet, aber so bei den Eltern ist es halt so, dass es eben diesen Erwartungen nicht entspricht. Also bringt Bitten Erwartungshaltung, Erwartungssägeheiten ab. Genau, so, das auf jeden Fall. Ja. Kommt so überraschend um der Ecke. Genau, und wie gesagt, und es ist auch nicht so wirklich, dass die Figuren ausschließlich, also dass die Figuren über ihre Probleme definiert werden, sondern das sind halt irgendwie 3 junge Menschen, die irgendwie auch alle so ein bisschen so eine popkulturelle Affinität haben, die aber halt wirklich in sehr unterschiedlichen Lebenslagen sind. Was irgendwie just gefragt habe, was du dort vertellt hast, ist jede Form von intime Beziehung in so einem Heim für Geflüchtete stelle ich mir unheimlich Figelin schwer. Ganz, ganz schwierig für. Denn im Grunde bist du ja Wand an Wand. Ne? Und wenn man das Wand nehmen kannst, dann du kriegst ja im Prinzip geräuschmäßig kriegst du eins mit. Ne? Spielt das ein Roll? War das ja, das auf jeden Fall. Also es wird jetzt nicht so, also es fühlt sich jetzt nicht so nach so einer bedrückenden Enge an, weil es ist auch eine ehemalige Schule. Okay. Das wird auch thematisiert, das heißt, das ist schon, also die Zimmer sind jetzt nicht ganz klein oder so, also es ist schon so, dass es sich nicht so vollräumlich beengt anfühlt, aber es ist trotzdem auch so, dass Amon irgendwann zu Parvis sagt, dass sie sich nicht mehr im Heim treffen können, sondern wenn dann irgendwo anders. Oder bei seinen Eltern oder so. Oder er möchte nicht mehr, dass Parvis mit ihm spricht, damit das möglichst... Also die andere vermuten sowas, aber damit das irgendwie nicht weiter, damit dem keine Nahrung gegeben wird, möchte er nicht, dass die jetzt im Heim miteinander sprechen. Also das wird schon thematisiert. Und wie schwer es da auch ist, einen Raum zu haben. Alleine, das ist auf jeden Fall Thema. Was wirst du sagen? Ist eine Empfehlung? Ja, der auf jeden Fall, genau. Ja. Also, Sailor Moon spielt auch eine wichtige Rolle. Sailor Moon, ja. Die Manga-Figur aus den 90ern. Also auch auf der Ebene. Also popkulturell interessant. Also hat mir sehr gefallen. Futur 3, den Norm 3 Jungs mit in Zukunft? Banafshe ist ja kein Junge. Okay. Sondern das ist ja die Schwester von Amon. Nee, das ist das ist also 3 junge Lüden mit in Zukunft. Ja, am Ende auf jeden Fall. Also es hat dann auch am Ende wird ja auch fast so eine irgendwie eine Art von utopischem Ende entwickelt, wo dann auch der Wirklichkeitsstatus nicht mehr so klar ist.
Aber das sollte man sich am besten angucken. Also in Empfehlung. Genau, und der war auch ausverkauft. Also da saß ich in einem ausverkauften Kinosaal. Das ist auf jeden Fall auch, war dann ein ganz anderes Gefühl, war aber auch sehr schön. Und das ist in Düsseldorf bloß noch möglich in NRW, ne? Also naja, ausverkauft ja auch nicht ganz. Ein Sitzplatz links und rechts zwischen den Buchungen frei. Okay. Aber sonst war wirklich voll. Ja. Spannend. Ja, schön. Vielen Dank. Das klingt interessant. Da will man sich einkicken. Haben wir ja auf jeden Fall jetzt 3,5 Empfehlungen gegeben. Ja. Und das heißt, es gibt wieder viel anzugucken. Jetzt viel anzukicken. Man kann sich durch die Corona-Kultur arbeiten hier. Viel liegen bleiben natürlich irgendwann, schafft die auch nie eins weg, aber da kommt doch eine ganze Masse zusammen. Und man kann mal wieder ins Kino gehen. Das schulden wir sogar. Ich würde auch an die Kinos denken. Ne? Genau. Und ja, vielleicht überwinde ich ja mal meine Anfangsschwierigkeiten mit Serien. Das wirklich sehr stark. Empfehlen, zumindest in diese beiden Fällen. Mhm. Anfangsschwierigkeiten. Jetzt kommt schon das Ende. Und wie bekannt gibt es ein Gedicht von Klaus Groth, was wir jetzt hoffentlich ohne Endschwierigkeiten zusammen hinkriegen. Hoch oder platt, dröch oder natt, Bär oder Wien, groff oder fien, aber echt Moderzin. Tschüss. Tschüss.